Vrouwen Oosteren en welkom te Nieuw Leven Online Kerk. Mocht u dich hier thuis veilen en wie beden erom dat we ons beeld waren kennen in persoon treffen. Ik bang me nu en ik bang me naar kerk gaan en omarmen. Maar van nu wil we online kerk gaan en ik mocht jullie Vrouwen Oosteren wensen. Jezus is waarhaftig opgestaan. Hij leeft. En hij leeft ook in ons, wanneer we hem aannemen. So, we waren voets wiedergewonnen met deze gottesdienst, zat die doel met een familie of met een vriend. En sie in God zijn jeen wordt en wel we werkelijk deze Ooster Helgedag God aanbidden. Ik mag je nog een zaak vragen, wie wieder naar de gottesdienst komen. En dat is dat je im YouTube hier een Nieuw Leven kanaal aanschrijven. Dan doe je irgendwo een rode knop, die zegt dat subscribe of subscribe. En dan spreekt u die phone naar de computer ingesteld hast. En ik zei dat een vrouw doen als je dat kunnen doen, wens dat helpt ons als kanaal zijn en dat geeft ons meer vrijheid. En wens we nu in een tijd zijn, waar we ons niet treffen kunnen, brug wel wie deze vrijheid zo weit uitnutzen als we kunnen, wanneer we meer mensen gaan wat in deze kanaal ingeschreven zijn. We kijken doen of we bruggen 1000 mensen wat zich aanschrijven doen, omdat we meer zaken doen kunnen in deze kanaal. So, ik vraag die doen of wanneer het mogelijk is, schrijf die aan, omdat du kunnen veel mensen in uniten van dit gaan. Maar wie dan nu, wel we gaan aanbieden met dit gezang, wat we nu willen gaan, du kunnen een schöne boodschap en wel we een Vrouwen Oosterdag gaan. God zegen ons alle hulp. Wir bringen die Proben, doch dies Leben, mit bleibst kraftig, en ze verstoord gaat, kan ik van hier ben, ik zie me houden. Wir bringen de weg, maar grote oma, wie zijn verloren, er stond van voordracht, kan ik I say my own name. It's wonderful alone. It is so sad your life. That's the state to have. Don't please start through. Yeah, I'm still living high. Dies für mich. Mama zegt voor God, juist wat du hast. Wer bringt uns Trouble, frustrated partner, dein Gegner, sind sie den Doktor, doch der bringt keinen. Ich seh mal alles, wird den Länder, but I and after hardly can, don't let me guide in. I say my own name. Yeah, it's for the fallen Lord. Yes, for stand your life. Don't need a state to have. Don't leave me, please start with. Slå mig jag står vid. Hans levalt jag kan inte vara något bra. Jag slå mig jag står vid. Hans levalt jag kan inte vara något bra.
Wir werden uns das nächste Lied singen. Onze hoopning is in Jezus. Onze hoopning leeft. O grote schouwloop, hij ons getraand heeft. O huwt hij woord, hij door vermilaag. En hij vertwijfel, je denkt om hemel. En rouwt die boom, en die ström naar. Dan kijkt die lijfling, door dicht tot donker. Rug sterkt in schoten van minenzij. Då häst vi får dig, kom en je komen. Jesus Christ, mina hoopningen leeft. Wer kunt sich verstauen, not zou stånden, woont wordt versteht zo'n grote land. Bij je Gottheit, stopp op van hemel, jucht mine zin en mine schuld. Hij ging om niets en jij die vergeving, die har van harden wie zien dit. Jag faller haren, je hier die hemel. Jesus Christ, min hoopning leeft. Oh halleluja, Christ houdt in dig weg bli fri. Halleluja, dood verloor hij houdt om niet. Haast dig hier in de lust je loop. Då är radom en din nåd. Jesus Christ, min hoopning leeft. Oh halleluja, Christ houdt in dig weg bli fri. Halleluja, dood verloor hij houdt om niet. Haast dig hier in de lust je loop. Då är radom en din nåd. Jesus Christ, min hoopning leeft. Han kan dig maaien en die verstrekken, die begroefde karma, riep levend mee. Kan niet hem stellen, hij legt geen brellen, rouwt niet op grond, als geen rijkdom niet. Dan kan hij maaien en die
Wat schijn is het niet Gott anzubeten, te zingen. Ook wenn wir nu vielleicht ein bisschen weit auf sind, trotzdem haben wir denselben Gott. Und wir sind hier bei Manfred und Rosi, das ist donderdags overs abgefilmt worden. Sind hier mit Manfred und Rosi, haben krijg scheinen Mate gedronken. Und wir unterhalten uns hier über Hebräer 10, Vers 23 gerutscht. Wir dachten, mit diesem Bibelvers können wir vielleicht eine feine Gebetszeit alle top haben du und wir hier auch alle top. Dat zegt es dat, weil wir daran festhalten, die Hoffnung zu bekennen und dort ohne zu zweifeln, willst die dort versprechen, gegeben hat, als treu. So Manfred, was kannst du von diesem Bibelvers sagen? Dat is sehr interessant, wat eigentlich hier in diesem Wort, voorts het erste Wort, wat uns hier abfällt, als houd vast. Klammert je vast aan dat woord, aan de versprechung die Gott uns gegeben hat. Und was mir sehr sorry macht, ist, wir leben in einer Zeit, wo so viele Informationen kommen, und wir auf einmal fangen wir an, dort festzuhalten, was wir von Menschen hören, was wir durch ein TV hören, durch Radio oder was auch immer, und nehmen dort aus einer vollen Wahrheit und für jede, was Gott uns versprochen hat. Wenn wir die Bibel mal wirklich mit diesem Gedanken oder mit diesen Augen lesen, wo wir merken, wie viel Mal Gott uns was verspricht. Wir haben die Bibel más o menos bei 24.000 Mal haben wir Versprechungen, die Gott uns gegeben hat. Und dann kommt ein Problem, und die Welt sagt uns, was alles passieren wird und was nicht passiert. Und wie für jede, was Gott uns versprochen hat. Und dort ist schuld, weil uns holen und dort, was Gott uns versprochen hat. Nicht, was die Welt uns verspricht. Bis dann war wir bloß noch Angst haben und wir waren nicht mit unserem Glauben durchgekommen. So krijg aan deze gedanken aan zo'n God vasthouden, weil wir nu een gebedstijd haben. En ik mag die aanladen, sie poort van deze gebedstijd hier. Manfred wordt een beetje wat spelen aan de gitaar en aan zijn muilscheren. En du en ik en wie alle topje, wie willen een tijd hebben waar we beden. Du kannst ook met beden op luides, du krijgt waar du nu best met je familie, en dat top wel verder God komen. So Jesus, wir sagen dir Dankeschön für diesen Abend, für den Smarrens, wir haben das uns Smarrens zurückgelegt. Wir sagen dir dort Dankeschön, dass von dir Austria ist, und dass du abgestanden bist, und dass du lebst, und dass du wahrhaftig lebendig bist, und dass wir an dich vertrauen können, an einen lebenden Gott, nicht an einen toten Gott. Wir loben und preisen deinen Namen, Jesus. Und help uns Vater, dass wir werkelijk aan die verspreking houden, dat die woord houden wat u te ons zegt en wat u ons verspreekt en dat we dat blijven ons woord aansluiten, dat we niet voortleven wat Facebook zegt oder wat mensen uitvingen oder hoe immer we informationen krijgen. Ook wegens deze virus, Jezus, we willen aan gezondheid blijven, we willen aan verspreking ons vasthouden blijven. Zoals du in Jeremia 29 te ons sagst, du hast gute Gedanken über uns und help uns, dass wir als Christen, dass wir als deine Kinder uns festhalten und das Gute, was du uns verspreist und das, was wirklich passieren wird. Und wir danken dir so, dass wir auch nur in dieser Austerzeit einfach still worden können und dass diese Austerzeit anders ist als sonst. Vielleicht viel schwerer in der Luft schien zu sein, weil du, Herr Jesus, bist den Wache Gute, du hast dein Leben nicht geschaut an unserer Welt. Und wir dürfen dort feiern, nicht willst du dort geblieben bist, willst du abgestanden bist. Und dort soll uns die Freiheit wirklich sein, von ganzem Worten, dort wir feiern können, dort wir uns freien können, dort wir einfach weiter. Du stehst über uns und du hast die Kontrolle nicht verloren auf diese Zeit. Es ist Austria und wir dürfen Halleluja sagen, du bist abgestanden. Ja, Jesus, ich möchte beten für Familien.
was vielleicht nu in eine schwere Zeit durchgehen, wenn sie vielleicht nicht so auf Arbeit gehen können als normal. Ich möchte beten für einen übergewöhnlichen Segen auf diese Familie, eine Hoffnungsstrahl, und dort du an jede Brücke kannst, was sie nu brauchen. Und laat uns als Familie Gottes, als Christen, als der Kirche Gottes auch eine Hilfe sein für Menschen, die nu krijgen nood zijn. Als dat ons nobel is, jeweils weh, wo wir helfen können, wo wir einen Unterschied merken können, dass wir nicht bloß still sind in dieser Zeit. Besonders wenn Menschen hungern, dass wir dort sein, dass diese Familie so eten kriegen, dass wir irgendwann einen Weg dort tun können. Wir möchten beten für unsere Regierungen und dass die Regierungsmänner können in der Stadt nur Angst gehen, dass sie können nur Gott gehen und dass sie können sich klammern an Gott und fragen, wo ist der nächste Staub, was soll wir tun? Ja, Jesus, wir beten auch, dass die Sohn Heimat verloren in dieser Situation und dass du hast gewonnen, Jesus. Wir bühen auf den Sieg von Golgatha, wir bühen auf den Sieg von Ostern, auf den Sieg von Leben, auf den Sieg von Hoffnung und danke dir dafür, Jesus. Ja, lieber Gott, ich bin dir so dankbar für die vielen Versprechungen in deinem Wort. Und wenn du Wort versprichst, das hältst du. Und wir loben dich. Und sei Dankeschön, Herr, dass du viele Engel hast, die unser Leben abpassen und auch für unsere Regierung. Und wenn wir auch in Bolivien kriegen, die Regierung nur auch Gott bekennen und sagt, dass Bolivien braucht, war da die Orientierung durch das Wort Gottes. Und wir sehen nur die Regierung und die Politiker in Bolivien. Und stahl die Engel am dem Regierungspalast und am die Deputados und die Senadores und all die, was dort sie haben in dem Land. Und dort sie geleitet worden von dem Heiligen Geist und dort noch Großes passieren wird. Herr, wir beten um Erweckung, ein neues Leben, erstmal auch für die Gemeinde, für den Charpa Jesu in Bolivien. Dort Großes noch passieren wird. Vorher du bist ein großer Gott und wir warten dort, du Großes tun wirst. Wir loben preis dich dafür. Danke, Herr, dass du in deinem Wort gesagt hast, wenn die falsch von sich die Nummer nannt, sie bekennen wird, sind und wird wirklich dein Mensch für dich, dann wirst du erhören. Und Herr, wir sind hier nun taub aus den Charpa und wir wollen wirklich um Vergebung beten für unsere Sünden. Und wir wollen beten, dass du uns rein wirst, dass du uns heiligst. Und dort wir wirklich, Herr, für dich tun können und die darum werden können, dort wird ganz nie passieren können. Dort du wirklich auch ans Land heilen kannst. Oh Herr Jesus, und help uns zu erkennen, dass wir eine große Verantwortung haben, für unsere führenden Männer wirklich zu beten. Und dort wollen wir. Und wir wollen beten, dass du in dieser Zeit unsere ganzen Preachers, Pastoren und Lobpreisleiter, dass die wirklich auch feststehen können, dass sie in der Kraft vom Heiligen Geist wirklich wirken können, arbeiten können und das Wort wieder verbreiten können, wo die Welt dort aufschneiden will, dass du wirklich den Weg aufmachst, dass dein Wort an alle Menschen kommen kann. Oh, Herr Jesus. Alla tjejer, ni stunden reikom. Stunden wohnen in der Stadt und der hat nie an Medewerk sei gegeben, bloß tief geblieben und die sind in seine Heimkart geworden und Bockkraut. Danke Jesus für das Eten. Ich freue dich, dass du segnen warst für meinen Bock. Amen. Nu wollen wir eten. Brot mit Peanut Butter, das ist so gut. Ich glaube, das geht gut ab.
Okay, war gut. Was war das nicht? Ich krieg mein Brot nicht durch, was wieder Bern. Wenn man sich jetzt die Bananen schon wieder aufschaut. Das ist aber auch hübsch geworden. Was soll das? Okay. Nu hat mir Sud. Ups, diese hier. Eins. Du. Das konnte nicht haben. Du Esso. Meier. Das schmeckt schön. Okay. Das ist genial. Mir wurde erst Ola. So ein kleines Kind war nach einmal mit Butter trinken dort. In Holzladen war. Perfect. Nu zie ik zot. Zeg goed, Tjenya. Ik leer dat we aan het spul waren en ik krijg kraftje. Okay, Tanja, nu werden wir typ dat Leute singen, wann du glücklich bist, dann können wir allerhand utüben. Wenn's Gott will haben, dass wir glücklich sind. Ich sag, wenn's heuhaft in uns Leben uns Sündeschuld vergibt. Und das wird wir typ werden singen. Okay? Wann du glücklich bist, dann klatsch in der Hang. Wann du glücklich bist, dann klatsch in der Hang. Wann du glücklich bist, dann klatsch in der Hang. Haft doch Gott in deinem Leben, deine Sünden Schuld vergebe. Wann du glücklich bist, dann klatsch in der Hang. Wann du glücklich bist, dann stomp mit dem Feld. Wann du glücklich bist, dann stomp mit dem Feld. Haft doch Gott in deinem Leben, deine Sünden Schuld vergebe. Wann du glücklich bist, dann stomp mit dem Feld. Wann du glücklich bist, dann schnips mit dem Finger. Wann du glücklich bist, dann schnips mit dem Finger. Haft doch Gott in deinem Leben, deine Sünden Schuld vergebe. Wann du glücklich bist, dann schnips mit dem Finger. Sage ich. Wann du glücklich bist, dann dreh eine Rund. Wann du glücklich bist, dann dreh eine Rund. Haft doch Gott in deinem Leben, deine Sünden Schuld vergebe. Wann du glücklich bist, dann dreh eine Rund. Wann du glücklich bist, dann hups in der Luft. Wann du glücklich bist, dann hups in der Luft. Haft doch Gott in deinem Leben, deine Sünden Schuld vergebe. Wann du glücklich bist, dann hups in der Luft. Wann du glücklich bist, dann reib Lüt Amen. Amen. Wann du glücklich bist, dann reib Lüt Amen. Haft doch Gott in deinem Leben, deine Sünden Schuld vergebe. Wann du glücklich bist, dann reib Lüt Amen. Amen. So, wir wir noch haben alle einmal Typ zu deinen? Wer wir das versichern? Wann du glücklich bist, dann der alles Typ. Amen. Wann du glücklich bist, dann der alles Typ. Amen. Haft doch Gott in deinem Leben, deine Sünden Schuld vergebe. Wann du glücklich bist, dann der alles Typ. Amen. Woo. Sag het. Alle Niederleben Kenia, wat je doet vandaan. En zeer schijner morgen vinden waren, nee? En wat je wordt vandaan van tomorrow is,
Ik wil je nu je Geschichte vertellen, wat maar viele Jahre kreeg ons in Stissen zum Mars passieren deed. Oder wie Ostern zum Mars. En ik wil je vertellen, waarom we überhaupt Ostern vieren dan. So, da wird aus Jesus Leben deed. En dan, ein Tag so ist, dann sollten die Jesus mit seinen 12 Jüngern alle am Dash, dann hatten die in Ankers, und Jesus vertelt ihnen, was sie sollen tun, und dort eine Zeit wird kommen, dass Jesus bald wird sterben machen. Und als die erst fertig werden, dann ging er an einen Garten an, und die Jünger, Jesus sagt zu den Jüngern, du, mit mir zu beten, wenn es die Zeit das Messie dort einfach sterben machen. Und Jesus ging dort schlecht, der wird Angst, oder ich weiß nicht, der hat wie Betrag. Und dann ging der Jünger dort wieder laut zu uns. Und dann ging Jesus auf eine Stelle, auf einen Garten, und dann dort Jesus beten, Gott beten, wenn das möglich ist, kannst du dort, please, kannst du bitte das von mir wegnehmen, dass ich nicht durchstorben, dass ich nicht durch so sehr liegen. Und dann kam der Trainer, die Jünger, und dann sagte die Jünger, die schlugen die alle, sind angeschlagen. Und dann ging der aber weiter und sagte, die Jünger, dort mit mir zu beten. Und dann ging der weiter beten zu Gott, und dann das dort 3 Mal, und dann kam der immer weiter 3 und die Jünger die schleuten. Und dann auf einmal, dann kommt eine Gruppe Menschen, Soldaten, und die kommen so, wenn die nie wollen, irgendeinen Mörder, Gerieten in Fuß nehmen. Und dann kommt dann Jesus, und dann sagt Jesus nach dir, mir darf ich nicht Fuß nehmen, so ist ein Mörder. Und Jesus lässt sich ganz ruhig Fuß nehmen, und dann kommt er, nimmt er am Fuß, und dann wird er so schlecht behandelt, und dann wird er gekillt, und dann wird er versperrt, und dann wird er mit einer Wirt so verrast, und die spielen und dann sind gesagt, und dann die Übung zu bringen, und dann sagen die, sei uns mal, wer hat die nie gespielt, und dann ist dort alle Seiten dann jetzt sehr schlecht, mit einen großen Winden und abends alle Wände haben sehr viel Winden, das hat so wohl, und der lässt sich dort alle gefallen. Jesus lässt sich dort alle gefallen, dass die kann uns so schlecht behandeln. Und dann, erst dort all Freitag, nächsten Tag ab Mittag, und erst Jesus ist sehr schwach, der hat alle Winden, und der hat sehr schlecht, das alles so wohl. Und dann tun die noch eine Krumme an von Specker, und dann tun die den auf den Kopf drehen, dass der Specker am Kopf und dann drehen und dann sagen die, das ist die Juden erkenne ich, das sind die Juden, das erkenne ich. Und all so eine Sporten tun die zu denen. Und als dort ist noch ein Stückchen Luther ist, dann sagen die sollen dort Schritt absingen, reden ab, und dann soll er auf einen Boy nachgehen, und du so, wollen der Arm auf der Schritt abhängen. Ach, und Jesus ist auch so schwach, der Hand ihn also so weh tun. Und dann dreht Jesus dort Schritt, und der kann Mess nicht, der kann auch das Mess nicht tun. Und auf einmal, boom, dann fällt er bloß ganz an. Dann kann er nicht wieder dort Schritt drehen. Und dann hat er einen Mann, der heißt Simon, hat dort Schritt von ihm nehmen, dann drehen die dort auf einen Berg nach, der heißt Golgatha. Und dann die dort Schritt, Jesus dachte hängen, hier so, und dachte feucht, und dort Schritt noch neulen. Dort muss wo tun haben, dort muss das so schlecht tun haben. Und dann die dort Schritt abbrechen, und dann muss Jesus du auf dort Schritt hängen. Und dann so steht es, du so lieben. Und was ihr wollt, dass die alle von uns, wenn es dir ans Leben geht, das alle lieben, das alle du am Schritt hängen, dass die willst ans Leben geht. Und die kriegt dann raus, als die du auf dort Schritt hängen. Dann die um die denken, dann die um mich denken, und die um die denken, die dann ans umdenken. Und dann, als die ihr Schmerz gestorben wird, dann sagt er, ich nu geef ik mijn Jesus op, dat is alle vorig gebracht. En dan starf hij. En dan wird er ganz gestorben. En dan wurde onze Sünden alle vergeben. All onze Wege, all onze Sünden, alles hat er betont. Aber was je wat hängen, der deut nicht, der deut den an den Graf nennen, und der bleibt dann nicht an der Graf. Und dritten Tag, und Ostern Samarias, dann ging der Graf
grote steinhonde du vergeralt, ging de weg, de stein de rolde weg, en Jezus, der lebt, der wird abgestoßen. Und der wird verherrlicht, der hat keine Weide mehr, der wird nu lebendig. Gott, seine große Kraft, hat ihn von Tod abgewirkt. Und dort, woran wir von der kann Vergebung haben, dort, woran wir kann von der Frieden haben an uns hat, und wir können Jesus verherrlichen. Gott hat Jesus verherrlicht. Halleluja. Ja, das ist wichtig. Nicht so, dass wir das weiten, dass Jesus abgestoßen ist, dass er ein Leben der Gott ist. Weil ich kann ja, ich freue mich, dass ich nie Minuten hier stehen habe, aber eigentlich kann ich was sagen. Hier habe ich ein paar Dinge, vielleicht hast du gewundert, was meint das hier? Wir wollen hier ein kleines Experiment tun. Wir wollen den mit die Top tun, dass die den mit den Tüß auch tun können. Wenn die nicht weiß, was alle meint, vielleicht kostet die eine Mama oder eine Papa fragen, dann wollen die jemand haben. Hier habe ich einen Schal, und dann habe ich hier ein bisschen Milch, und hier habe ich Cinnamon, was ist das Plattisch? Kanal. Hier habe ich Kernel, oder Cinnamon, und dann habe ich hier Apfelsaft, und hier habe ich so was aus das. Wisst ihr, was das ist? Das braucht unsere Mama und Papa, um uns die Ohren merken, wenn ich schwinsch ist. Das war wie von der Abbrauch. So, wir wollen da nie anfangen. Hier da wie, und das Schal Milch nehmen. Witte Milch. So, aber das braucht nicht sehr viel. Und dann, wenn der Geschmack ist, dann da wir ein bisschen Kernel nehmen. Je moet dat kernel, aber wenn du nicht Kernel hast, die kostet auch mit. Je moet da Pepper und das gibt auch einige andere feine Sachen, die du zu brauchen kannst. Nu ist das auch nicht mehr wit. Nu ist das auch was Grieset macht. Und das Grieset, das bedient unsere Sünden. Wenn wir anfangen zu singen, dann wird uns was schwierig, weil Gries kriegt es das. Aber so ist Anna auch sein, Jesus starb für unsere Sünden. Und am dritten Tag wirkt er ab. So das meint, dass das alles betont. Ans Wort das braucht nicht Gries bleiben, aber Jesus hat es betont. Und Jesus hat uns ein reines Wort gegeben. Wenn wir am annehmen, wenn wir das annehmen dann. So was wir tun wollen ist, wir tun dann hier wie dessen Ölpacker da wie ein bisschen Abwaschseite nehmen. Und nicht kijken wat het geven wordt. Wauw. Nu is dat een met wit geworden. Alle Jezus is naar de kant gegaan. Dat is wat Jezus voor ons deed. Hij deed ons reinwaschen. Ons wat ganz reinwaschen. Waar het wit weer als Schnee. En in dessen Fall wit als Milch. So, dat is een ding wat je thuis ook doen kan. Okay, Kaya. So, Anna ist mit weggegangen, aber ich sehe nach mit Kind und ich will nach was sein tun. Als die ein Kind bist, eine ältere Person, das sind dann. Das geht für all uns, als wir nicht klein oder groß sind. So, wie wir jetzt gesehen haben, in dem Beispiel hier, wo Jesus unseren Sinn reinwaschen will. Onze harten reinwaschen in de Sünden gerüht. So ist es wichtig, dass wir auch Antwort tun. Jesus hat alles getan, was er kann. Nun ist es ab zu uns, ob wir das annehmen oder nicht. Nehmen wir das Geschenk an, was Jesus uns geben hat, oder dürfen wir das wegschicken. Vielleicht willst du dich bedrängt gerade nu, oder vielleicht hast du eine schwere Zeit, vielleicht hast du Angst und du weißt nicht, was angehen wird, was passieren wird. Vielleicht hast du Trouble in der Familie, oder in der Arbeit, oder finanzielle Trouble. Und ich weiß nicht, was dir wirklich durch ist. Aber ein Ding kann ich dir sagen, dass du kannst, was immer dir durch ist, mit Jesus zu tun. Und du kannst von der dein Leben Jesus übergeben. Und Jesus sagt, ich nehme das Geschenk an, was du mir hast.
En ik merk die moed. Wanneer je nog niet Jezus eingenomen hast als die Radar, dat het van jou. Met mij toe. Ik kwam een minuut weer tot gebed zijn en dan kost je met mij toe zijn. En dan was du een kind Gottes zijn. Dankzij Jezus dat du in Kreuz gestorben bist für meine Sünden. Dankzij dat du jetzt ich war gestorben, omdat diese Menschen ewig Leben haben. Dat der einen Tag mit mir in den Himmel sein. Dankzij dat du einen Tag abstund hast. Und Jesus, ich vertraue, du warst meine Sünden vergeben. Du mir warst rein mehr. Und mir dat het leid, dat ich so viele, so lange nicht für die gelebt habe, aber von der, als ein besonderer Tag, ich will von der anfangen, für die zu leben. Ich will die gehorsam sein. Jesus, ich vertraue, dass du warst, mein Hart hineinkommen und mich abfällt. Mit deiner Liebe, mit deiner Friede. Dass wann das, wo nicht Friede ist, dass in mein Hart wenigstens Friede ist. Herr Jesus, du bist willkommen in diesem Weg. Und ich will mit dir kommen. Amen. So, wir sind nu met dat punt aangekomen wo wir geben wollen. Und geben ist eine Sache, was wirklich Gott uns gegeben hat. Wenn es Heu gaf sein Sehen Jesus Christus, dort führt wir stellen Frieden. Nu an Ostern hat er uns das ewige Leben gegeben, dadurch, dass das Sehen Jesus Christus von Tod abgestunden hat. Erst jäft Gott am, dass er sterben kann, er jäft ihn ab, und nu jäft er uns noch einmal das ewige Leben. Und wir wollen auch geben. Wir wollen Menschen sein, die geben und die wirklich Menschen mithelfen doen. En ik mocht die moed merken, wo immer du bist. Vielleicht hast du noch was, was sehr unhalb viele dat nu in deze deel, wo Sachen ein bisschen anormal sind. Halb dat. Ja, von dort, was du hast, mit noch anderen Menschen. So als du kannst, ich zie mir sicher, du, wo du bist, hast du eine Gelegenheit, einen anderen Menschen zu sehen. Du hast eine Geschichte in 1. Kapitel 17, wo der Prophet Elia noch eine Wirtfrüh kommt, was Steigheit ablesen deed, was Halt ablesen deed. Sie haben noch ein bisschen Mehl, ein bisschen Öl, dann wollen sie noch das letzte Brot backen, für sie sterben wird. Und dann sagt Elia zu ihr, hey, bring mir einen Köffel Wasser. Und sie sagt, ja, sie wird ihm den bringen. Und dann, als sie losgehen, sagt Elia noch, hey, dann bring mir noch Gebackenes oder ein Brot mit. Und dann sagt sie, ich kann nicht Gebackenes. Ich lese hier halt ab. Und mit das letzte Mehl und Öl will ich noch was backen. Und dann will ich und mein Jungen eten. Und dann wird wir beide sterben. Und dann sagt Elia, was ganz interessant ist. Er sagt, back das, was du geplant hast. Bring ihr mir den Mann Gottes. Und dann du noch. Und weißt du was? Das Wort geht an nichts fehlen. Hier ist ein ganz interessantes Prinzip. Und ein das ist geben. Und das andere ist, wenn wir geben von Herzen und wir geben das für Gott, dann will Gott uns das nicht an nichts fehlen lassen. Und ich will uns nicht damit sagen, hey, wir wollen nu unverantwortlich mit das Geld sein, was wir haben und so eine Sache. Das geht nicht darum. Das geht darum, von dort, was wir haben, dass wir aufteilen tun und dass wir geben tun. Und das leben wir immer, jeder Sonntag in ihr Leben zurück. Davon reden wir viel, wir beten davon, wir lesen, studieren die Bibel davon. Und nu sind wir bei einer anderen Zeit, und wo einzelne Menschen dann sagen, hey, nu sehe ich in einer Zeit, nu wo ich nicht geben, wenn wir weiter nicht, was die Zukunft wird sein. Weißt du, was ich die mal merke? Ja, da wenn's. Von als du einen Teil hast oder wenig hast, ja, auf. Und ich will dir das sagen, wenn die Sache, die wir lernen, die proben sich einmal auf, als das wirklich für mich wichtig ist. Wenn das sehr leicht ist das ein bisschen leichter Geld aufzugeben. Aber schön ist es, wenn wir in einer schweren Zeit können lernen zu geben und unser Leben wird verändert worden. So, ich möchte jemand merken, du aufgeben, von was du hast. Du ein Tiendel aufgeben oder merkt ihn abverreit und jeft das auf. Und
Dit is een gelegenheid wat u kost doen, zum Beispiel noch nie het leven kijk. Hier wordt de bankinformatie zijn op de pantalla, op dat beeld. En du kost dat afchecken, wo du dat aangeven is. Dat is niet, de bankrekening is niet op nie het leven nomen. Wens we als kijk een nieuwe kijk zijn, dat zal nog ändern. Aber das ist op Jacob Dick sie nomen, Jacob Dick Wall. So, du kannst wellig durch eine Donation merken an diese Kirche. Oder du kannst auch, wenn du thuis in die Bibel Geld wegleihen, dann, wenn wir uns beide persönlich treffen, dass du das dann aufgeben kannst. Und ich möchte Ihnen aber auch merken, nicht bloß hier in der Kirche zu geben. Ja, in der Kirche zu geben ist sehr wichtig. Aber ich möchte Ihnen auch merken, dass ihr ein Hort habt, was vrijgevig ist, was mildgevig ist, was für den anderen was übrig hat. Ja, live, bewijs de mensen dat u een schatz is. En ik geloof God wordt die ook geven. En God wordt die ook nog veel laten. Door in deze geschichte zegt dat deze vrouw, ze bruikt van dat meel en van dat uil en haar velden nog meer. Dat hield niet op. Van een lange tijd hing blijft du immer meel en immer uil. Dat vermeert zich du immer. En ik wil bidden voor die dat in die economie en dat in die financiën, die geldgeschichte, dat du ook kunnen wundergaten zijn. Dat God dat aan ons velen laat. Ze willen we toch bidden ervoor. En nu werden we bidden. En scheidi, hoeveel du geven was, hoe vrouw im hart, hoeveel du geven zoals. En doe dat. Dat het zo schwin als mogelijk. Omdat dat niet vergeten is. En dat du God gehoorzaam bent. Bij deze schritt wat hij ons leren deed. Jezus, wie sei die dankschön, dat we geven kennen en dat u ons te eerst gegeven hast en wie willen dat leren. Ook wanneer we nu in een schwandere tijd zijn, willen we dat leren af te geven en wat eeuwig gaan voor de nächsten. Dankschön, Jezus, dat u bij ons bent en dat we kennen zoveel krijgen van die, dat we die zien hebben, dat we dat uit je leven hebben en we loven en prijzen die ervoor. We willen die nu ook dankzij zijn voor dat materialen wat u ons geeft, voor dat geld, voor dat eten wat u ons geeft en we willen u van wieder afgeven. Dankzij Jezus voor deze gelegenheid dat zo ook online nu te doen. En mocht u de kijken, deze niet het leven kijken, maar ook andere kijken, ook in deze tijd, wassen omdat we kunnen sterk einer an den anderen ons aanpakken en verder weg kunnen. We loven en prijzen die in de heilige naam Jezus Christus. Amen. So, nu gaan we wieder naar de boodschappen van de jaar. We hebben al über Monate al werkelijk geredet von einer Rehbotschaften, wat sich Anbetung nennt. En deel en ik hadden al über Monate beredet, we willen de Krieg an Oosten anfangen. We dachten, dit wie een der rechte Sonntag dafür. So hört nur diese Botschaft. Das ist eine Rehbotschaft, das ist nicht bloß von dir, der wird nächsten Sonntag wiedergehen. Und das ist eine Botschaft, ich glaube eine Zeit, wo wir Materialien anbeten, wo das vielleicht nicht so leicht ist, wenn wir treffen uns nicht in große Gruppen. Aber lasst uns heute aufsehen, dass wir ein offenes Hort haben, zum Lehren anzubeten. Mach Gott die Sehne dir. Mir freut dat hier zo met jullie te zijn, nog helemaal waar van de Smorris. En mir freut besonders dat we van deel Oostern vieren kunnen. Mir freut dat we hier zo zijn, dat we kunnen een levendigen God aanbeden. En we weten dat Jezus van dood opgestonden is van deel, dat hij de Sieg over dem dood gewonnen heeft. Dat we een arm nu van deel niet leven en niet hoopning hebben. Dat is interessant van de Smorris, waar we een beetje reden over zingen. En waarom we zingen dan in de kerk. En het is interessant, het is nu al maar maanden terug, we Edward en ik een beetje reden deden. En jij vindt je deel, waarom we niet een beetje reden over zingen in de kerk, en waarom we zingen dan, waarom beten we onze steden in de wagenstad. En wat zegt de schrift over dat? En nu komt het alles uit, dat zij in Brazilië zijn, en dat often dat het kind geboren wordt worden, en is de komende deel. En zijn dan hier, en nu vroeg heeft ik, en ik vind dat we wel aanvangen met deze boodschappen. En als een bisschen Anfang, wie ein bisschen Twiebel, ist das wirklich der rechte Zeit von sind zu reden, so wie nicht eine ganze Botschaft haben von des Morris, über wo Jesus von dort abgestoßen ist, und nicht leben wie ein Arm haben, und wie sie sind ein Arm. Aber ich glaube, wenn wir denken dann an Singen, und warum wir singen dann, wo wir ein bisschen noch kicken, ich glaube, das ist sehr passend. Und so wir singen mit einem Frauenhort, und von dort können wir Frau sein, wenn dass wir Frau sind, dass uns Jesus abgestoßen ist von dort.
wir hier in 4 Weg von Prediger Werner Brun, von Brasilien, und er redet von 1. Petrus 1, und sie haben wir eben Hoffnung. Und ich will gleich noch einmal weiter mit 3 Versen angefangen in unserer Botschaft. Ich will lesen 1. Petrus 1 von 2 und besser wieder. Gott der Vater hat sich junt lang gewählt, weil er wisst, dass je würden seine Kinder worden. Und der Herr Jesus ist bei junt im Horten an der Arbeit gewesen. Und hat junt der Jesus Christus sein Blut gereinigt, am der Harten. Möge Not und Friede bei ihm teilnehmen. Lof Gott, unseren Herrn Jesus, sein Vater, weil sein Mitleiden wir so groß, dass er uns nie geboren hat zu einer lebenden Hoffnung. Dadurch, dass er Jesus Christus vom Tod abwog und zu einer Aufgabe, die nicht verkommen, vergonnen oder verwalten kann, dort es für uns im Himmel bewahrt wird. Und Gott in seiner Allmacht wird nur sein, dass je durch sicher heimkommen worden und dort Heil kriegen, wird sie an Jesus glauben, dort Heil soll in der letzte der openbaar worden. Das sagt hier, lobt Gott. Und ich finde, ihr sagt einfach, wir singen dann, dass wir wollen Gott loben. Aber wir loben Gott wegen Wort. Das sagt hier, dass er uns nie geboren hat, dass wir nie Leben in Arm haben. Und dass wir eine lebende Hoffnung haben. Wir singen nicht nur irgendeine daudige Person irgendwo. Wir singen nicht wen, dass irgendein scheiner Mann gestorben ist. Aber wir singen, dass der allmächtige Gott als drauf gekommen ist kennt. Und hat das Leben gelebt, was wir nicht leben können. Und hat den Tod genommen, was wir eigentlich so uns so treffen. Und ist abgestorben von den Tod und hat uns mit arm nu die Länder gelebt, dass wir möchten frei und arm sein und leben haben und arm. Also wir wollen Gott loben und preisen für diese Hoffnung, was wir haben und arm haben. Erst nicht wahrscheinlich, weil Gott das alles für uns erschaffen hat. Er hat uns Jesus geschickt, dass der sein Tod und sein Abstunden möchten wir von uns freien und dass er uns nie Leben versprechen hat. Und uns oft Gott den Himmel versprechen hat. Petrus sagt, dass wir Gott loben sollen. Das ist auch, was ich gesagt habe. Und eine von den Wegen, wie das tun kann, ist der Gesang. So, warum singen wir? Warum wenn wir entdecken, das sitzt vielleicht vorne nicht so. Wir gehen in die Kirche, nichts von der, aber wir gehen in die Kirche normal, wenn wir noch uns Taub treffen können. Und wir haben eine große Person. Vielleicht sind da 100, 200, 500 Mal Personen in der Kirche irgendwo. Und wir kommen taub, als großgewachsene Menschen, und wir sitzen alle taub, oder wir stehen ab, und wir fangen an zu singen. Ist doch nicht, wenn wir ein bisschen andenken, ist doch nicht interessant? Aber weißt du, wir singen, wenn irgendwo wir uns das scheint. Weil wir kicken dann hier so in Bolivien, Menschen an Fußballpartido gehen, ich weiß, wir sind mal in Santa Cruz gefahren, wir haben da so die Juegos angekickt von Oriente oder andere Equipos, und wir sehen da so, die ganze Zeit über wird da gesungen. Wenn es die freuen sich, die jeder das scheint. Und eine von den Wegen, wie wir das dann bewiesen haben, und uns das scheint, und uns das gut ist, dass wir singen dann. Weißt du, dass in der Bibel redet von über 400 Mal von Gesang? Das sind über 400 verschiedene Städte, wo dort singen, oder singt ein Lied für, oder sie Frauen horten mal und singen, aber man muss sagen, über 400 Mal wieder reden das von Gesang. Und es sind über 50 verschiedenste Städte, wo die Bibel uns besonders für Gott und zu uns durch die Bibel sagen wird, dass wir sollen singen. Über 50 Mal, und besonders in dem Neuen Testament, sind sogar 2 verschiedenste Städte, wo das sein wird, wo das gut ist für uns. Als gleiche Personen, als eine Kirche, die wir uns taub treffen, und wir singen dann nur unseren Herrn. Das fängt wie in Klasse 3 in Epheser Kapitel 5. Und da wollen wir nächste Woche ein bisschen mehr davon reden. Aber weißt du, was noch interessant ist? Jesus selbst hat mit seinen Jüngern gesungen. Und weißt du was? Dass wir sogar dem letzten Ofen für Heilung und Krieg singen für uns. Dass die da in dem Garten gewesen sind, und die haben den Passafas auf die, oder Fersen und Garten, und sie haben den Passafas auf die viert und sagt noch, dass sie wollten leider taub singen. Und dann nur, dass sie vorgeführt mit die leider singen, dann gingen sie dann nur den Garten, wie Jesus dann eigentlich verrot wurde. Und so Jesus selbst hat gesungen. So wenn Jesus wird das, dann wird wir vielleicht auch sagen, nicht so? Und wir sehen dann sogar, wenn wir kicken in Hebräer, da ist die Rede von Jesus, und wo er sagt, wir sollen singen mit ihm in der Kirche. Und wir sollen das bekannt merken, wir sollen das Lied sein, was Gott getan hat für uns. In Zephania 3,17 sagt er, dass Gott singen das über uns. Und so, warum singen wir?
Ik geloof vandaag maar eens wat we een beetje kijken om 4 uur zeggen, wat we zingen dan. De eerste is, we zingen, dat we dat bekannt maken kunnen, wer Gott ist. Wenn wir kijken dan, David hat viele Psalmen geschrieben, und ähnlich Psalmen, de ganze Buch, sind bis 150 verschiedenste Lieder, was durch sie geschrieben sind. So es ist ein Sangbuch eigentlich. Und David sagt in Psalm Kapitel 96, die erste 4 Vers, lass mich den mal singen für ihn, das sagt, singt dem Herrn nicht Leid für. Singt für den Herrn die ganze Welt. Singt für den Herrn und lobt seinen Namen. Red alle davon, wo raden wird. Vertelt alle Völker von seiner Herrlichkeit und von seinen Wunderwerken. Wils der Herr es graut und lovenswert. Hij soll mehr gevaar voor ons alle eten. Dat sagt je, ons Herr es graut und lovenswert. Weet je, dat is interessant. Ik had deze week ziemlich veel gelezen. En verschillende video's gekeken en studiert. En ik vind deze zaken weer veel weer. Als het niet een beetje. Dat Gott met hoogmoedig wird sein, want hij wird sagen, je zal mij aanbeten, je zal mij prijzen met je zang. Aber wenn wir denken an was wir sagen, ja, was wir sagen, nee, und ich würde sagen, nee. Aber das ist das, wenn wir was haben in unserem Leben, was uns scheint nicht. Oder was uns scheint schmecken nicht. Ich gleich sage, zu eten, und da werden sie gut sein. Aber ich gleich besonders zu Santa Cruz zu fahren, und fingen in ein Restaurant vielleicht, und fingen in ein Eten zu schmecken. Und wenn mir das so sehr scheint schmecken nicht, das ganz beste Ding, was ich dann will, oder erstens was mir schmeckt erscheint, dann komme ich in ein Haus, und dann fing ich meine Freunde und vertelle ich von diesem Restaurant. Ich vertelle dir von der Ski, die ich gehört habe, was ich gegessen habe und was ich geschmeckt habe. Und wirklich, das ist meine Freunde ist nicht ganz voll, aber sie selbst gegangen sind, wo das steht, und haben das selbst geprüft. Und dass sie dort auch einfangen, und dort kriegst du schon geschmeckt haben, was mir das tut. Und so, wenn wir nicht denken, dass unseren Gott, dass wir unseren Gott gut sind, dass wir unseren Gott leven, dass wir froh sind, was er für uns getan hat, dann wollen wir unter Menschen dort sein. Und wir wollen dort singen. Wir wollen dort deklarieren, wie wir können sein in Spanisch. Wir wollen dort Lied bekannt machen, sodass andere Menschen auch dort können haben, was ich in Jesus habe. Und so, dass einfach nicht sagen, was wir singen, dass wir am Loben können, dass meine Freude in Gott, in diese Sache, wo ich mich froh mit sie, dat het eeuwigslonend is naar de nächsten. En als we dat eenmaal eeuwigslonend is, dan is de vrede mij vol. De vrede mij vol. En zo, vandaar wel we een beetje aan dat denken. We willen zingen, wat God voor ons gedaan heeft. Wer onze God is. Psalm 59, een paar vers door 17 en 18, zegt, aber ik wil van die kracht zingen. Ik wil alle morgen van die terug je lijf zingen, wilt du best mijn schutz en mijn toevlucht. Wanneer ik in trouble kom, ik wil die, mijn kracht, der zingen loven. Wilt du God, du bist mijn schutz, en mijn terughartig lijf toel je God. Dat zegt, ik wil der zingen loven. So Gott es sagt ein paar verschiedene Sachen, was David sagt, was Gott ist, aber es ist eine Kraft. Und dass er alle Morgen und am Denken hat, dass Gott am trüghartigen Leib bewiesen hat, dass Gott seine Schutz ist, dass Gott seine Tauflich ist, wenn er in Trouble ist, dass Gott gut ist zu ihm, und er will dort sein, und er will dort durch sagen. Wir kicken einmal weiter, wir wollen noch viele Versen lesen, aber es sagt in Psalm 63, sagt dat, om je dat je vindt. Mijn ziel wordt zo tevreden zijn als wanneer met mij en met vaart zot gemaakt. En zingen voor ik die loven, wanneer ik te bad ga, denk ik aan die. En wanneer ik de nacht wakker lig, denk ik aan die. Wils du mijn helper bist, zing ik hem schot onder die vlechten. Mijn ziel hangt aan die. Die rechte hand hält mij oprecht. Ik wil aan God denken, wens ik weet dat ik een arm zeggen zie. Wir haben verschiedene Sachen. Wer ist Gott? Gott ist unser Schutz. Gott ist unsere Beschützung. Gott ist uns Tauflich. Gott ist unser Rara. Gott ist uns Heiler. Gott ist uns Heiland, uns König, unsere Kraft, unser Haupt. Und wenn wir denken an all diese Eigenschaften von Gott, weil wir am Dankschein sein, oder weil wir am Loben der Dinge, und weil wir proklamieren und deklarieren, wie wir sein Spanisch, wer Gott ist, dort andere Personen machen auch diesen Gott lernen können.
Und das nächste ist, wir singen nicht Dankbarkeit für was Gott getan hat. Das sagt nicht binnen auf, wer Gott ist, wenn es, was er ist, beweist der, was er uns tut. Aber das sagt in Psalm Kapitel 98, sagt das, singt dem Herrn ein nicht Leid für. Wils er das Wunder. Er hat durch seine rechte Hand und seinen hellen Arm über all seine Feinde gewonnen. Der Herr hat uns gewesen, was er raten kann. Und er hat die Völker oder Kleue gemerkt, dass er gereicht ist. Er bewies Israel waren wir treuhärtig und leibtulich, er friert und gewast wir. Die ganze Welt hat gesehen, was er raten hat. Weißt du, wir singen, wir sind so froh, dass unser Gott uns geraten hat. Wir sind so froh, für die Ratung, was wir haben. Er hat unser Leben geraten, er hat uns von unseren Feinden beschützt, vielleicht wie wir können sein. Er hat uns von dem Tod frei gemacht. Er hat uns von unseren Krankheiten geheilt. Er hat Wunder erschaffen in unserem Leben. Er merkt uns, dass wir zufrieden sind, dass wir satt können sein in diesem Leben. Und er unterhält uns und er abhält uns mit seiner Kraft. Unser Gott ist wunderbar. Und er hat viele Sachen in unserem Leben getan. Aber vielleicht bist du von das mal hier und sagst, weißt du, ich sei nicht die Dinge in Gott. Du sagst, dass Gott gut ist. Und ich glaube, dass Gott gut ist. Und ich glaube, dass Gott der Rader ist. Und ich glaube, dass Gott all diese Eigenschaften, die ich von dir geredet habe, dass Gott dort ist. Aber ich erfahre nicht in meinem Leben. Ich sei dort nicht. Aber weißt du was? Irgendwie ich kicke ein bisschen im Internet an. Und wir irgendwie was abgeschrieben, was 10 Uhr sagen, was wir können Gott loben. Und ich werde mal lesen für ihn. Und ich glaube, dass du wirst die selbst in diese 10 finden. Es wird wenigstens eine Sache, wo du wirst Gott dankbar für sein. Die erste ist, Gott nimmt die an, nicht wenn was du bist oder was du getan hast. Gott nimmt die an nicht für was du getan hast, aber bloß, dass du sein Kind bist. Gott hat dir Rat von dem Macht von dem düsteren Macht von dem Leben ist und hat die nie in der Recht Gottes Namen gesagt, der Jesus Christus. Gott, Nummer 3, hat die frei gemacht. Nummer 4, Gott, das ist für mich besonders, Gott weiß alles von dir. Du hast nicht von dir deine Gedanken, was du getan hast, was du dann wirst, was Gott nicht weiß. Und weißt du was? Gott leitet dir trotzdem. Für mich ist das wunderbar. Nummer 5, Gott hat viele Gelegenheiten zum Abgeben an uns. Und mich besonders. Und weißt du was? Er hat niemals. Und er wird niemals. Nummer 6. Gott hat uns berufen zu einer Arbeit. Er will haben, dass wir seine Mitarbeiter sind. In Matthäus 28 sagt er, wir sollen alle Völker gehen. Wir sollen von der guten Nachricht von Jesus Christus vertellen. Wir sollen Jünger machen. Und dann Deipen von dem Vorrang, von dem Sehnen, von dem Heiligen Geist. Und dass wir an die Lillinger machen, dass sie alles abgehorchen sind, was Gott uns gelehrt hat. Und so, er will haben, wie man am Taub schaffen soll. Nummer 7. Gott hat uns mit seinem Geist gefällt. Und weißt du was? Die nämliche Kraft, was wir von uns mal froh für sind, dass Jesus von dort abgestanden ist, die Macht, was Gott davor hat genommen, und dann hat Jesus von dort abgestanden, die Macht, die lebt in euch und du. Von dir. Ist das nicht wunderbar? Nummer 8. Gott hat Friede und Hoffnung gemerkt, dass du das magst haben. Das ist der Friede für uns, jeder Tag. Nummer 9, weißt du, dass Gott unsere Gebete erhört hat? Er hört, wenn die beten das. Waren wir zu feiern oder nicht? Aber Gott hört unsere Gebete. Und Nummer 10, weißt du was? Gott sieht die in all deinen Umständen, wie du bist. Und so das sagt hier, dass er sieht sogar jeder Traum, was von ihnen sich gefallen hat. Wir sind nicht bloß in dieser Zeit. Ich rede gestern mit feste Personen von Kanada. Und wir sind in einer Zeit, wie wir eigentlich, das meiste waren wir verloren haben. Ich sage, das meiste waren wir in einer Zeit sind, nicht groß wird, wer gestorben ist. Das sind so viele Sachen, die von unser Leben so genommen sind worden. Wir können nicht die Kirche fahren, wir können nicht schaffen, wir können nicht in die Schule gehen, das wir normalerweise würden. Und all diese Sachen, und vielleicht fängt es an, ein bisschen uns zu bothern. Aber weißt du, Gott sieht diese Sachen, und Gott ist trotzdem der Hammer von uns. Und er wird bleiben bei uns. Und so wir singen, erstens, wir singen, dass wir Gott loben für wer er ist. Der zweite ist, wir singen, dass wir
Gott dankbar sein, Dankschein sein für was er für uns getan hat. Und das dritte ist, wir singen darauf, wir können Gott sein Werk bekannt machen in dieser Welt. Wir sollen singen, dass alle möchten von Gott seine Liebe und seine Treuhärtigkeit kennen. Dass wir möchten seine Herrlichkeit sein über die ganze Welt gespreit. Und dass wir sollen singen, dass wir daran denken, dass Gott ein Gott ist mit Kraft. Und dass er noch Wunder und große Dinge tut. Und wir wollen singen, dass andere möchten Gott sein. Wenn wir kicken in Psalm Kapitel 105, sagt das, dank dem Herrn und verbreitet seinen Namen. Sagt alle Völker, was er getan hat. Singt und spielt zu seiner Ehe. Redet von all seinen Wunder. Redet hoch von seinen heiligen Namen. Lobt die, die dem Herrn Segen von Hort und Frau sind. Seht dem Herrn in seine Kraft. Hol am immer am Ehe. Denkt an seine Wunderwerke, die er getan hat. Seine Wunder und Urteilen, die er ausgesprochen hat. Je, die von seinen Knecht Abraham stammen, je Kinder von Jakob, den er sich gewählt hat. Sagt, wir sollen Gott danken und wir sollen seinen Namen verbreiten. Weißt du, wenn wir singen dann weil Gott groß ist und Gott gut ist und die Sache, die für uns zu tun hat. Wir das deklarieren, wir singen dort. Das ist überschlossend. Andere Menschen sein dort und die hören dort und sagen, wow, warum singst du? Oder warum sind diese Frau? Oder warum kann die singen sogar, wenn die ganz bedreckt sind und durch eine schwere Zeit kommen? Und weißt du dort, das ist überschlossend. Andere Menschen wollen dort sein. Und sogar noch andere Völker von dieser Welt. Dass sie dort möchten sein, wie Gott erst was er getan hat. Und so wir sollen singen, mag alle Personen und anpreisen, mag alle Nationen, wie groß unser Gott ist. Und weißt du, dass er Hecke ist der höchsten Himmel. Und seine Treuhärtigkeit, der regt auch was durch. Und letztens, wir wollen singen, dass wir das andenken, was er für uns getan hat. Der vierte ist, wir wollen denken, warum und was wir für uns getan haben. Das ist ja interessant, mit einer kleinen Karte Geschichte. Design, dort Gesang helpt uns Dinge lernen. Und sogar wenn wir kleine Kinder haben, eine von den ersten Sachen, wenn der Abecedario lernen oder vielleicht die Klirren lernen oder die Bäcker von der Bibel oder whatever das mag sein, so fangen wir an, wieder in Leid singen. Nicht so? Ich weiß, dass wenn wir unsere Kinder noch klein sind, wir sind nicht noch klein, aber ich weiß sogar leider, dass der letzte, die durchgegangen ist und sei, der Abecedario so lernen. Und wir haben von Anfang klein an, haben sie gesagt, A, B, C, D, E, F, G. Und weißt du, sie weiß nicht, dass sie der Abecedario auswendig lernen hat, aber sie singt den Leid. Und wenn wir singen dann, das sein, dass ein Mensch das viel mehr begreifen kann, viel mehr Dinge auswendig lernen kann, durch Gesang. Sie sagen sogar, so eine Person, die mit Alzheimer's, ich weiß nicht, was das sein, aber so eine ältere Lied, wo nicht mehr klar denken kann und nicht mehr Dinge an denken haben, von der, die daheim kommen, sogar die kann nicht, die Kinder, die Kinder sogar verjeten. Aber weißt du was, die wollen nehmen, und leider, was sie gesungen haben, wenn die vielleicht 18 oder 20 oder 30 Jahre gewesen sind, die leider kommen immer einfach nur ernst und sie singen. Irgendwo ist dort eine Kraft im Gesang, dass uns dort halten, dass wir Sachen können begreifen und die haben. Und ich sage, was ich habe, das ist nur ein paar, mir vielleicht ein Jahr sogar. Ich weiß, dass wir eben da ab dem Wasser hier so am Hafen, und ich fuhr alle voran, und ich bin besser bedreht, wie mit einer Sache, die ich der schaffen muss, in meinen Worten. Und ich denke immer Vergebung, und ehrlich, ich will nicht vergeben, wirklich in meinen Worten. Aber als ich da vorne, ich kenne mir Leid in meinem Kopf, und ich wollte sagen, ich sage, Beloved, let us love one another, for love is of God, and anyone who loveth is born of God and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4, 7 and 8. Det Leid har ich jetzt seit 5 Jahren alt wir. Von 11 Jahren. Vielleicht eben sogar jünger. Aber nicht viel älter und nicht. Und das ist ein Bibelvers, 1. Johannes Kapitel 4. Wir reden da, dass wenn ich mir Gott sein Kind nenne, dann muss ich eine Person leben. Sogar wenn ich mir noch fehlt oder nicht.
En het is interessant, want dit leid is echt wat mijn baas zegt, dat mij kein dat leid eenmaal aan, en ik zong dat leid in mijn kop, en ik leef sogar uit Lieders, en wie es waren Gott die mir redet, durch das leid van zijn woord, wat ze deelwijs wat, die moeten scheren te leiden. En mij bedeert dat, en mij heeft dat geholpen. En zo, zaken zingen we, doordat we dat een denken hebben, wat Gott voor ons gedaan heeft. En sogar zijn schrift in denken hebben. Ik weet dat ik ook in Jugendliche weer. Ik glaube, ik ben vielleicht 15 Jahre vielleicht, wat ik zijn. Dan nemen onze Jugendliche mal eine Reise. Wir führen von ungefähr 16 Stunden, mag vielleicht sehr was sein, vielleicht ein bisschen weniger, in een Bus. En onze Jugendgruppe ist sehr klein, wir werden sehr singen und wir haben sehr schön gesungen immer. En wir eine Person op onze Reise und die fängt bis mal an, hij wil bis mal Römer Kapitel 8, de laatste paar Versen, wir reden even, dat is niet wat ons van God zijn lijf scheiden kan. En die vers, hij maakt een leid bis mal op, hij maakt zijn ene leid op. En het is interessant, wanneer ik van de dag nog denk, dat leid is nog door, die versen, die zijn door in mijn kop neergebrand. Ik word niet vergeten. Wen dat leid. En zo, waar we zingen, dat we een denk hebben, dat we God is. So, wenn wir singen dan, oder wat God gedaan heeft, wenn wir singen en we zeggen dat Gott die best mijn Rara, Gott die hast mich von der Sünde geraten, Gott die hast mich vergeeft, Gott, ich komme an die Hand, ich weiter die best einmal da. Wenn wir diese Wahrheiten von der Schrift singen dann, dat ist das wahr, dat diep in onze Seil angebrannt wird. Dat den Tag kommen wird, Lothar. Wir vielleicht nicht so feiern dann, als wir kriegen im Moment sind, oder wir wollen, und diese Dinge, die wollen zurückkommen zu uns. Dat wir machen können, diese Wahrheiten von Gott sein Wort. Dat die wollen, was da fern kommt für uns, und die wollen uns Trost geben, die wollen uns halten, und die Zeit für uns der Hauptfilm wird. Sogar Moses, es hat ganz an der Grenze von der versprochenen Land stand, ich glaube, in der Kreis, das glaube ich in 2. Mose, wir reden das. Und für das hij jinkt niemand niet de verspreiden naar land, niet zo. Aber groot bij op de grens voor hij dat de leiderschap even van Jesua, sagt hij dat, dan worden verschillende Schoden en troubles op aankomen. Over dit leid wordt als een gewissen verernt zijn. En zij en sogar ihre Kinder worden dat niet vergeten. Ik weet wat van de gedanken die nu al hebben, nu ik aan een verspreidend land nabringen dan. Aber dat sagt, leer dit leid, dat zij ontdekken worden, wat God verernt gedaan heeft. Deze generatie, die wordt niet meer door zijn. Wat we God aan van de jeten Rüt geraten heeft, die zijn afgestorven. Aber leert deze persoon deze leid te leren, dat die lood am leven, want ze gaan in Gottlosigkeit leven, en dat zij mogen, dat dit leid, mag entweder helpen denken, dat zij zijn dan wie God is, en dat ontdekken wat God verernt gedaan heeft. Weet je, er zijn vele steden in de schrift, waar in de Bibel, wo ein Leid gesungen ist worden, wie machen Gott sein Werk in denken. Die Israeliten, die singen, dass sie dort in denken haben, wo Gott von der Jeten Rüt geraten haben in 2. Mose 15. Und sie singen noch einmal weiter, wie Gott Wunder versorgen wird, wenn sie in der Wüste sind. Und sogar David, nur er den großen Goliath ausgeschlagen hat, singt im Leid, preist Gott in 1. Samuel 18. En sogar Lothar ist David fliehen moet van Saul. En Gott von Saul seine Hand geraten hat, singt er im Leid. In 2. Samuel 22. En sogar wir sind ein paar Wochen wieder, weil wir reden von Jehoshaphat. Und wo er in 2. Chronik hat auch ein Leid gesungen, wo Gott was Wunder getan hat. Und wir haben dann auch Psalmen und Leid und andere Leider, was in der Schrift sind. Die Bibel ist voll Leider und es ist eine Ursache, was wir haben. Wir wollen ein bisschen denken an den Tag, wo Jesus zurückkommen wird. Und ein Tag kommt Jesus zurück, das weiß wir wissen nicht von nahe. Wir wissen, dass den Tag als immer war dich bei. Und in Offenbarung Kapitel 5 ist ein wunderbares Bild, was da so ist. Und lass mich das ein bisschen lesen, und das glaube ich, wo wir es mal Schluss machen von das Morgen. So, was sagt das? Offenbarung 5, Vers 8, da wo ich anfangen. Und das sagt, hij dat genomen had, dat de zeilen wat hij kriegen soll. Vallen de 4 Tieren en de 24 Ältesters ver dem Lamm doel. De hielden jeder eine Horp en eine goldene Kam voll Wierook in de hand,
wo die Heilige ihre Gebete bannen werden. Und die sangen ein nicht Leid fair und sehen. Du bist im Stand, das Buch zu nehmen und die Seelen aufzumerken. Willst du wirst dood gemerkt worden und juist die Blut haben. Damit für Gott von allen Menschen stammen und sprechen und Völker ein Volk für sich zu kämpfen. Und hast von ihren Königs und Priester gemerkt, an seinen Gott zu dienen. Und sie sollen auf ihr regieren. Dann kriegt ein Hirt auf dem Thron von den Feiertieren. Und von den Ältesten ist eine Stamm von 10.000 mal 10.000. Und 1.000 mal 1.000 Engel. Die singen mit einer Liederstamm, dort Lohn, dort dort gemerkt wie erst dort wird. Kraft und Reichtum und Weisheit und Gewalt und ihr zu nehmen. Und ihr Luft und ihr Dank zu worden. Dann hier ich alles, was im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und was am Meer und am Meer ist, ihr merkt das sein. Dem, der auf dem Thron sitzt. Und dem Lamm trifft alle Ehr für alle Ewigkeit, alle Dank und Ehr und Herrlichkeit und Gewalt. So von uns, Morris, sind wir hier und wir seien, dort waren wir von der nicht singen sind, ein Tag, wo wir sind. Und meine Frau wird sein, oder vielleicht mein Eindruck für uns wird sein von uns, Morris, ist, weil wir singen sind. Weil wir singen, wenn es uns Gott erst dort wird. Wann 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000 Engel wollen singen sein, unseren Lamm, der dort gemerkt ist und abgestoßen ist von dem Tod. Wir reden von Jesus Christus. Wenn der dort wird ist, dass sie singen dann nur unseren Jesus, dann dürfen wir auch singen. Ich glaube nicht, das redet nicht, dass sie scheine Stimmen gehört haben oder dass sie alle Kraftstämme gesungen haben oder dass sie mit vielen Instrumenten gespielt haben, alles so. Das ist nicht dort, das sind die singen. Jeder einer von uns kann die Lieder merken von unserem Müll. Und er kann die Dankbarkeit und dass wir froh sind von unserem Gott, was er für uns zu tun hat. Und weil wir dann diesen Leben merken, diesen Lied merken, singen nur dem Herrn. Und es wird für uns morgens uns taub treffen, dann ist das ab Ostern. Und eine Woche, wie wir normalerweise vielleicht nicht gewarnt sind, das ist das taub. Und tschüss. Lass uns aber trotzdem haben wir andenken von den Sieg, was für uns von der gewarnt ist. Weil wir denken dann, dass wir von der Versprechen haben von nicht leben. Und dass wir wachen dann, dass ein Tag Jesus noch einmal wieder zurückkommen. Und wir freuen uns für den Tag, wir haben uns wieder raufkommen und uns mit sich mitnehmen dann. Wir sind dankbar für das Morgens, für das ewige Leben. Wir sind dankbar für diese lebende Hoffnung. Und wir sind dankbar, dass wir uns sicher sein, dass unser Gott unsere Gebete hören wird, dass er uns heilen wird, wenn wir krank sind. Dass unser Gott mit uns ist in alle Umstände von unserem Leben. Wir können von der uns in Englisch sagen wir uns risen Savior, uns heilen, was abgestoßen ist, können wir führen von der. Wir können dankbar sein für ihn, wenn es heißt, wir nehmen gestern von der und für alle Ewigkeit. Wir können in einem paar Weg wieder, wo wir Pfingsten führen, und dann können wir noch froh sein, dass wir unseren Tröster in unseren Helfer haben, der lebt an uns. Der Heilige Geist ist mit uns und an uns. Er ist uns Emmanuel, Gott ist mit uns in allen Umständen. Wir haben Ursache zu singen von uns Morgens. Und wir sind dankbar, dass unser Gott trotzdem noch immer auf den Thron steht. Und er ist noch allmächtig und er haben wir Kraft über alles. Wenn alles Raum uns tauben wird, und wenn wir so spüren, dass wir auf einem großen Meer sind, wo die Wahlen ziemlich hoch sind, wir sollen uns auch sagen, wo wir einlaufen wird, wir wissen, dass Gott ist noch in Kontrolle. Und wir können am Dankschein sein für dort, wenn wir können und singen. Weil wir dort singen, da hat das. Und weil wir von unsere Arbeit haben wir nicht geändert. Sogar wenn wir tüßen Hüs sind und wir nicht können fahren auf den Weg und wir uns nicht taub treffen mit vielen Personen und so eine Sachen, ist dort, weil wir unsere Abgabe, was Gott uns gegeben hat, dass wir sollen sie nun verkennen, dass wir sollen Jünger merken von ihm, in alle Enger von dieser Welt, dass wir trotzdem mehr noch tun. Wir sind von der dankbar für diese Möglichkeit. Wir können über das Internet so eine Botschaft verbringen. Dass wir können haben die Jünger merken. Und wir können haben andere Personen lernen, von wer unseren Gott ist. Und dass wir können hören sein. So, möchten Leute sich erwarten von dem Wort. Möchten an die Tongue sein von dir. Und dann ist der Teil zum kommen, ist wir entdecken dann, für alles, was unseren Gott getan hat. Und dort, weil wir einmal ein Lied taub singen, ich habe die Gitarre hier, und das ist ganz einfach, wo nicht wieder noch ein Strom, ich glaube, wir kennen das Lied. Das sagt, er lebt für Ewigkeit.
Als Jezus, hij leeft en zingt Halleluja, als Jezus, hij leeft. So zingt met mij mee, wie dat like kan. Hij leeft, hij leeft, hij leeft, hij leeft. Mijn Jezus, hij leeft, hij leeft, hij leeft. Hij leeft, hij leeft, hij leeft, hij leeft. Mijn Jezus, hij leeft. Zingt Halleluja, zingt Halleluja. Mijn Jezus, hij leeft, hij leeft. Zingt Halleluja, zingt Halleluja. Mijn Jezus, hij leeft. Hij leeft. En een naam hebben we een levende hoopning, wanneer hij vanaf je stonden is. Waar we vrouw zijn, mag God ihn segnen en een schöne Weg geben.